Feldtestag steht nees hinter dir. Für viele Leute ist das ein Tag von erlebt, wo kleine Gesten und große Gefühle. Für allem Blumen spielen dabei eine ganz große Rolle. Wie wat geschieht dann op Feldtestag Hanna zu Kulissen? Wie dat herauszufinden, war mit zu Rümmling am Blumenboutique Carblum. Rot Rosen, farbig Bukien oder ganz persönlich Arrangementer. D'ausfälle ist groß, aber eng Blumen gehen eigentlich am meisten gefragt. Aber berät sich eine Blumenboutique auf diesen speziellen Tag für? Das froh beantwortet erst den Herr Manuel Stephan, Besitzer vom Carblum. Für uns zu fangen, haben wir hier gefragt, wer das mit der Lieferung lebt, auf wo hier seine Blumen herkriegt. Blumen kommen aus dem Ecuador, aus Holland, sie kommen ein bisschen von überall aus der Welt. Aber sie gehen auf der Stehe in Holland, gehen sie versteht, und da kommen sie auf Lützeburg, 1-2 am Vierfeld. Für all die schönen Blumen auch frisch zu halten, gehen sie an einer Kielkammer gelagert. Das kommt für allem bei warmen Temperaturen zur Hand, auch für Großbestellungen, die am Voraus präpariert müssen gehen, wie zum Beispiel Hochzeiten oder Begräbnisse. Für Feldtestag holen die Blumen meistens den ganzen zweiten Stock an, weil es so viel sind. Mit was für Blumen oder Arrangementer sind Feldtestag dann besonders belebt? Ja, alles was rot ist natürlich. Ne? Rot Rosen ist natürlich noch immer den Druck von den Rosen, von den Blumen auf jeden Fall. Dono also de Go von der Freundin, ne? Mit tabt Blumen as bleibt nach immer raus. Die Scherot raus. Feldtestag ist von der wichtigsten Tage am Jahr für Blumenboutique. Da gehen doch sicher besondere Herausforderungen zu meistern. Aber wie frei muss man die Vorbereitungen angefangen gehen? Aufhängen fängt man mit Sicherheit eine kleine Woche am Vierfeld, ohne ein bisschen zu präparieren. Aber bei Feldtestag ist das schon ein bisschen speziell. Da muss man den letzten Moment schaffen, wirklich, dass man hauptsächlich mit frischen Blumen schaffen. Geht das 1-2 Tage am Voraus und da geht das voll Gas bis zum Schluss, bis Feldtestag da ist. Am Boutique herrscht das Tag eine ganz besondere Stimmung. Es riecht noch frische Blumen, überall die Bukien zusammengestellt, und die Hände von den Floristen haben kaum Zeit für eine Pause. Aber das ist dann noch der Tag, wo am meisten Blumen verkauft gehen. Oder geht es noch eine andere Zeit? Am meisten Schnittblumen noch immer Mammendag. Mammendag ist noch mal maßgebend, wo wir am meisten Blumen verkaufen. Auch wenn Feldtestag nicht den Tag ist, wo am meisten Blumen verkauft gehen, ist es trotzdem eine wichtige und besondere Zeit. Du wirst du mir gefragt, was Feldtestag für das Geschäft bedeutet und wo den Unterschied zu einem normalen Tag liegt. Natürlich sind wir Floristen froh, wenn Feldtestag kommt, weil der Januar ist relativ froh ist. Und das ist der nächste Feiertag oder der nächste gute Tag, wo wir als Käse können füllen am Jahr. Und was wichtig ist, ja, wir sind immer froh, als Jungleute, wie alle Leute, als verlebte Leute zu sehen, an die Boutique zu kommen, für den schönen Tag zu zelebrieren. Für Blumenboutiker bedeutet diesen Tag viel Arbeit, aber andererseits ist den Tag für sie auch gefüllt mit vielen schönen und emotionalen Momenten. Damit wünsche ich mir all den Verlebten, auch noch nicht Verlebten, und natürlich auch den Floristen einen schönen Feldtestag.